In die letzten 2 Jahren der jüdische Kultur- und Sprachwelt ist gewesen mehr aktiv in Mexiko wie in die letzten 10, in die letzten 2. Weil unabhängige, nicht etliche unabhängige Initiativen sind geboren geworden, nachdem hat gesehen, dass die Institutionen können, man los will nicht, man weiß nicht, aber es geschieht nicht. Das ist die einzige Sache, was ist wichtig. Also man darf tun etwas anderes. Also zum Beispiel die Universidad Iberoamericana hat gesagt, ich will mehr nicht warten, sollen andere Menschen willen etwas tun mit Jiddisch. Ich will öffnen Kursen von Jiddisch. Und sie haben geöffnet. Ein anderer Freund hat gesagt, ich will machen der jüdische Lotterie, was wir haben gespielt, da. Ich will gewinnen Hilfe, ich will gewinnen Hilfe mit dem Dessen, mit Design und alles. Wir wollen machen etwas sehr schön, mit Wörtern auf Jiddisch, das ist eine andere Sache. Unsere Gruppe ist eine andere Sache. Der Bethel Keile Center, was ist ein konservativer Keile Center, hat keinmal gar nicht gehabt zu tun mit Jiddisch. Keinmal nicht. Und plötzlich, sie haben neue Kursen. Und sie wollen neu, ja, ein paar Bücher. Und man tut etwas, was ruft man Sonntag auf Jiddisch, wo seine Aktivitäten für die ganze Mischpoche, lassen wir sagen. Und sie sind der Folge der Aktivitäten. Und das hat gar nichts zu tun mit mir. Aber jetzt ist es sehr frei. Wir kriegen sich noch ein bisschen. Die kommende Sache ist, wir sollen alle arbeiten zusammen. Und später zu bauen etwas an Alternativ für der aschkenazische Kium. Alternativ von das, was wir kennen jetzt. Weil jetzt, wir können nicht weitergehen zu lang. Oder man bleibt so. Als etwas anderes darf werden geboren.